Willkommen bei Kaffee Clash. Wir haben heute einen sehr interessanten Gast. Deswegen habe ich mir glatt mal ein bisschen Verstärkung geholt. Denn er kennt sie alle. Schwarzenegger, Will Smith. Das sind für ihn nur Nummern in einer Reihe von zahlreichen Stars, die er schon vor der Kamera hatte. Die Rede ist von Daniele Rizzo. Auch ein YouTuber. Er kennt sich im Netz auch gut aus. Und damit sind wir schon direkt bei dir. Richtig. Ich freue mich wieder auf euch. Total, dass ihr dabei seid. Wir haben richtig tolle Themen wieder für euch am Start. Ich glaube, ich darf sogar heute mal anfangen, habe ich gehört. Ich darf anfangen. Und zwar ist nämlich heute der Weltalphabetisierungstag, schwieriges Wort. Und da kommen wir auch eigentlich direkt zum Thema, und zwar über Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Da ist zum Beispiel eine Kölner YouTuberin, die sich dafür sehr engagiert, das ist Melina Sophia. Und sie hat das auch schon direkt auf Twitter publik gemacht, so: Hallo, heute ist dieser Tag und ich bin Teil einer wichtigen Kampagne dazu und jeder kann anfangen zu helfen, jeder kann was dazu beitragen, wozu sie auch ein Video gemacht hat, worüber sie auch darüber spricht. Sie ist vor allem bekannt geworden durch ihr Coming-out-Video, was ja auch eine große Belastung für sie war, das so lange für sich geheim zu halten, und projiziert das ein bisschen auch darauf, dass es sehr schwierig ist für diese Leute, dazu zu stehen, dass sie nicht schreiben und lesen können. Und dazu gibt es noch einen kleinen Ausschnitt für euch. Mal ohne Scheiß, stellt euch mal vor, ihr könnt nicht mal Facebook-Nachrichten schreiben oder ich weiß nicht, früher hat man sich ja Liebesbriefe geschrieben. Können diese Menschen alles nicht machen? Oder einfache WhatsApp-Nachrichten lesen und schreiben. Die ganze Kommunikation funktioniert ja gar nicht. Es ist nicht so leicht, Menschen zu sagen, die man jahrelang kennt, so: Hey, ich kann eigentlich gar nicht lesen und schreiben. Und das ist diesen Menschen furchtbar unangenehm und sie wissen nicht, wie sie es anfangen sollen. Und ich kann es verstehen, weil mir ging es mit meinem Outing ja auch so. Wenn man damit einfach nicht rausrücken kann, und du musst die ganze Zeit damit leben, das schränkt dein komplettes Lebensgefühl ein. Ja, also tatsächlich mal ein Tag, der sinnvoll ist, neben so Sachen wie der internationale Tag der Katzen. Mein Gott, da freue ich mich schon auf Facebook, auf meine Timeline. Oder da haben wir noch den internationalen Tag der Schildkröte. Oder bald ist der internationale Tag Sprich wie ein Pirat. Und heute ist eben internationaler Tag. Du hattest es eben schon gesagt. Weltalphabetisierungstag. Und das ist der Hashtag Bahnhof verstehen. Eine Kampagne von iChance. Die haben vor einigen Jahren schon mal publik gemacht, dass man sich doch mehr dafür einsetzen soll, was es heißt, lesen und schreiben zu können. Damals mit prominenten Gesichtern wie Jan Delay oder Peter Fox. Und jetzt eben mit einer bekannten YouTuberin, Melina Sophie. Wir finden das eine richtig gute Aktion. Und bei dem Stichwort Aktion sind wir auch schon direkt bei unserem nächsten Hashtag, nämlich Aktion Arschloch. Ja, man darf es tatsächlich sagen. Und zwar ist ein Lehrer hingegangen in Niedersachsen, ein Musiklehrer, und hat eine tolle Aktion ins Leben gerufen. Und zwar wollte er aufmerksam machen über Flüchtlinge, Asylanten-Thematik mit dem Lied der Ärzte Schrei nach Liebe. Also, wenn ihr euch wundert, warum in letzter Zeit bei Google so viel das Wort Attitüde gegoogelt worden ist, der Grund ist der Liedtext von den Ärzten damals 93. Und das Ganze hat einen geschichtlichen Hintergrund. Nämlich damals gab es auch schon eine große Debatte über Asylanten, über Einwanderung. Und es gab ganz viele Anschläge, über 200 Anschläge in ganz Deutschland, kurz nach der Wende. Die bekanntesten sind in Rostock gewesen. Und diese Aktion finden wir wundervoll. Also wir finden es gut, dass man jetzt nochmal darauf aufmerksam macht, eben mit dem Lied der Ärzte. Und dieses Video war so gut wieder angekommen, dass die Charts mittlerweile auf die Lied zugegriffen haben. Und jetzt ist es plötzlich wieder Number One in Deutschland. Schrei nach Liebe der Ärzte von 1993. So schnell kann es gehen. Aber nicht nur dieses Thema geht im Netz richtig ab, was Flüchtlinge angeht. Unsere letztägigen Themen waren ja auch immer sehr viel, sondern auch Fotos im Netz über Flüchtlinge. Und damit sind wir auch schon wieder bei dem Thema des 3-jährigen Jungen, der in der Türkei an den Strand geschwemmt worden ist. Viele große Nachrichtenagenturen haben dieses Foto publiziert. Und jetzt schrecken sie alle wieder ein bisschen zurück. Unter anderem auch die Bild. Richtig, die Bild hat ja eine Aktion jetzt gestartet, das ist Bilder ohne Bild. Und zwar hat die Bild nämlich gar keine Bilder mehr abgedruckt. An sich wirklich eine gute Aktion. Es wirkt aber ein bisschen zwielichtig und scheinheilig, weil die Bild ja jetzt nicht dafür bekannt ist, gerade mit sowas zurückzuschrecken. Internet sieht das ähnlich. Da wird zum Beispiel gepostet, auf Klopapier gehören eigentlich auch keine Bilder. Also ist schon sehr sarkastisch gemeint. Andere finden es aber auch gut, diese Aktion. Da wird dann gesagt, schöne Aktion von der Bild. Bin aber auch schon auf die Hetze gespannt.
Ja. Also es ist wieder ein zweischneidiges Schwert in der Hinsicht. Die Sätze ist auch gekommen, also es haben sich viele über diese Aktion der Bild beschwert. Grundsätzlich finde ich persönlich sowas nicht schlecht, wenn man als so großes Medium wie die Bild darauf aufmerksam macht. Also man kann sowas schon unterstützen. Natürlich auch der Hintergrund, bisschen fragwürdig, kann man sagen. Wirkt ein bisschen wie eine Promo-Aktion. Wirkt ein bisschen wie eine Promo-Aktion. Eine Promo-Aktion, die gerade definitiv nicht für gute Ergebnisse führt, ist die Aktion in Köln, was die Wahlen angeht. Ja, ihr habt es ja bis jetzt alle mitbekommen. Wir hatten die Neuauszählung in Rodenkirchen, dann hatten wir die Wahl bezüglich der Oberbürgermeister, wo es darum ging, erstmal hat die Post keine Zugänge zu den Häusern bekommen. Da mussten 20.000 Zettel wieder zurückgeschickt werden. Jetzt mussten 800.000 Zettel neu gedruckt werden, wegen der Größe der Schriftzeichen. Dann wurden jetzt heute 20.000 Fehldrücke gemacht, wegen des Datums. Also ein Desaster nach dem anderen. Das Wahldebakel von Köln, die Chronologie, das Buch wird wahrscheinlich bald veröffentlicht. Also Du da, hast es geschrieben. sonst werde ich es schreiben. Also die Kölner machen sich gerade nicht sonderlich beliebt, was das alles angeht, also zumindest die Kölner Verwaltung. Aber eine Frau da draußen, die macht's, und das ist Judith. Mann, 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 was für ein Wahldebakel. Hashtag Wahlen ob Kölsch. Nach den letzten Kommunalwahlen wollte man ja dieses Jahr wirklich alles richtig machen in Köln. Aber so richtig geklappt hat das leider gar nicht. Es hat angefangen mit der Schriftgröße auf den Stimmzetteln. Die stimmte leider nicht mit den Vorgaben überein. Und somit musste die Wahl leider verschoben werden. Für schlappe 1,5 Millionen Euro. Ist ja nicht so schlimm, wir haben es ja. Und heute kommt auch noch raus, dass 20.000 neu gedruckte Stimmzettel leider mit dem falschen Datum versehen waren. Nach der Oper, nach dem Rheinboulevard, nach der U-Bahn fragt man sich ja irgendwie gerade, was ist eigentlich los in der Kölner Verwaltung? Deswegen haben wir mal auf den Kölner Straßen nachgefragt, was die Leute denn hier so davon halten. Nee, ich finde das peinlich. Ich weiß auch nicht, wer der Herr Ott ist. Und ich weiß auch nicht, wer die Reka ist. Okay. Ich sehe nur lustige Plakate und peinliche Slogans und fühle mich beschämt. Heute kam zum Beispiel raus, dass 20.000 neu gedruckte Stimmzettel alle wieder in die Tonne mussten, weil das Datum falsch war. Wir wollten einfach mal fragen, was fällt euch noch dazu ein? Typisch Köln. Ja? Also eigentlich ohne Worte finde ich das. Also es geht eigentlich gar nicht. Und so viel rausgeschmissenes Geld, womit man so viel tun könnte eigentlich. Ein Stimmzettel kostet nur 1,5 Cent. Eben. Es sind dann nur 200 Euro. Neben den 1,5 Millionen, die jetzt eh schon flöten gegangen sind, ist das ja irgendwie noch verkraftbar. Es gibt genug andere Sachen, wo Hilfe benötigt wird. Und also echt eine Katastrophe. Dürfte man gar nicht erzählen. Also es ist nicht mehr wie früher, es sind normale Wahlen und irgendeiner wird Bürgermeister. Es ist jedes Mal vorher ein riesiges Bomborium, alles läuft falsch. Hast du einen Tipp für die Kölner vielleicht, wie die es nächstes Mal besser machen? Ein Kurs in Word oder sowas? Keine Ahnung. Excel? Ihr solltet also alle einen Excel- oder Word-Kurs belegen. Irgendwas in der Richtung. Hast du vielleicht irgendeinen Tipp für die Kölner Politiker, wie es vielleicht nächstes Jahr besser laufen könnte? Geiler machen, konzentrieren, geil abliefern. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde in nächster Zeit noch öfters hier stehen und Umfragen machen, denn so richtig will das ja nicht aufhören mit den Pannen. Wir dürfen also gespannt sein, die Verwaltung Köln lässt sich bestimmt das eine oder andere noch mal einfallen. Ja, wir sollten einfach Judy als Bürgermeisterin vorschlagen. Vielleicht wäre das ja die Alternative. Vielleicht endet dann das Chaos. Judith macht's, unsere neue Kategorie. Immer jetzt bei uns bei Kaffeeklatsch.